Du hast dein Versprechen gehalten, Michael. Klar, kennst mich doch. Oh, Bardo. Hey, gut gemacht, Michael. Hilfe! Schüttel mir doch nicht so. Kirohim! Den haben wir ja komplett vergessen. Du törichter Narr! Die wiedergeborene Göttin gehört mir! Du magst den Dämonenkönig jetzt besiegt haben, aber ich werde mit der Kleinen in die Vergangenheit reisen und ihn zurückbringen. Du hast meine Pläne zum letzten Mal gestört. Michael. Es wäre äußerst unschön, wenn du mich wieder mit deiner Anwesenheit belästigen würdest. Ich habe wieder die Zeit nach der Geduld, mich weiter mit dir herumzuschlagen. Und deswegen klaue ich deinen Nunchucks die Batterieleistung. Wo ist er hin? Verdammt, zu schwach. Geh mir aus dem Weg. Du verletzt meinen Sinn für Ästhetik. Oh nein, Großmütterchen. Hier kann ich nichts mehr für den Dämonenkönig tun. Ihn nicht mehr befreien. Diese Zeit interessiert mich nicht mehr. Aber in der Vergangenheit kann ich ihn mit der göttlichen Kraft der Kleinen hier zurückbringen. Aber in der Vergangenheit gibt's doch Zelda auch und dich irgendwie auch und so. So eine Scheiße aber auch, ey. Bardo? Haben Sie mit? Stammende Michael, vor Zelda! Großmütterchen, alles klar? Nein, das kann nicht sein, wo wir Zelda gerade wieder hatten. Michael, er darf auf keinen Fall den Tod bringen, der Vergangenheit befreien. Und öffnen sich die ganzen Zeitlinien und es gibt eine weitere Timeline und oh, das ganze Zelda-Universum ist in großer Gefahr. Okay, ich geh erstmal. Ich muss mir erstmal den Tempel angucken, wie er so aussieht und so. Sicher hübsch. Doch, muss sagen, sieht schön aus. Doch, da kann nicht großartig. Gut, hier muss vielleicht nochmal ein Architekt dran. Innenarchitekt, um hier nochmal die Risse und so zu versiegeln. Aber ansonsten doch gar nicht schade. Also, ich muss schon sagen. Hallo, wo ist das Drivers hin? Ist das Drivers da oben nicht mehr? Das Drivers ist weg. Hä? Sieht man? Nee, sieht man nicht. Okay. Naja. Oh Mann, Freunde, was ist da bald so los? Ich gehe in diese alte Potsau. Hier kommen wir auch nicht mehr rein. Ja, ist ja alles ganz geil, hey. Oh. Die Statue der Göttin Hylia ist zurück im Erdland. Aber wo zurück im Erdland? Was ist denn jetzt eigentlich? Oben im Wolkenort eigentlich so los?
Ich meine, denen müsste aufgefallen sein, dass die Insel der Göttin weg ist. Entfolge mir reisen, bitte. Jo, dankeschön. Ja, Leute, ich muss noch ein paar Minuten raushauen. Weil die Folge, ja, die Katzen doch länger gedauert mit allem drum und dran, als ich dachte. Ich muss halt irgendwie 2 Folgen draus machen. Aber jetzt für die zweite Folge noch ein paar Minuten zu wenig und jetzt schon in die Vergangenheit reisen. Die im Nachjagen. Nee, das wäre nicht so gut, das will ich mir für die nächste Folge aufsparen. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal zocken hier vergessen nachgucken, was hier eigentlich abgeht. Weil das ist natürlich auch noch eine interessante Info. Also, man sieht schon, auch hier in der Overworld ist sie weg, die Insel. Und mal gucken, ob es denen hier auch aufgefallen ist. Die zurück im Wolkenhaar. Jo, denen ist auch aufgefallen offenbar. Ah, du bist es, die Göttin ist weg. Die Göttin war böse, weil ich nicht auf Mama und Papa gehört habe. Mhm. Allerdings. Die Göttin ist verschwunden. Was geschieht denn hier bloß? Ja, Freunde, könnt ihr schon mal eure Sachen zusammenpacken und so. Wir gehen zurück ins Erdland. Yeah! Bald. Haben noch nicht... Oh. Ja gut, hier natürlich die Brücke abgebrochen, ne? Michael, die Göttin. Die Insel der Göttin, jetzt ist verschwunden. Verschwunden, naja, sind ins Erdland zurück. Sag nichts, Michael. Wenn das Unheil abgewendet ist, wird die Göttin ins Erdland zurückkehren. So heißt am Ende der Überlieferung. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Naja gut, das Unheil war nicht abgewendet, aber die Göttin kehrte zurück und hat es auch platt gemacht. Etwa so. Als es endlich rausgestanden ist, meine Tochter, Zelda, ist endlich in Sicherheit. Es tut mir leid. Ich verstehe, mache dir keine Vorwürfe. Gib auf dein Bestes und ich bin sicher, alles wird sich zum Guten wenden. Vertraue noch immer darauf, dass du es schaffen wirst, mir Zelda zurückzubringen. Streng dich an, Mann! Ja, mach ich ja. Okay, hier geht es direkt runter. Groose, der gute Groose, hat er auch irgendwas gesehen? Michael, die Insel ist verschwunden, was ist da bloß passiert? Oh, du weißt es alles schon. Wie du musstest, um Zelda zu finden? Das ist nicht einmal eine unglaubliche Geschichte. In Zukunft werde ich nicht mehr so schreckhaft sein. Bitte finde unser Zelda, Michael. Mach ich, wie immer. Wir haben das Wasserschwert und die Hylia-Schilder sind unbesiegbar. Naja, schön wär's. Denn wir selbst sind immer noch gleich. Naja. Ein bisschen mutiger, ein bisschen weiser, ein bisschen stärker. So viel zum Wolkenhort. Was mit euch? Habt ihr auch irgendwas gesehen? Die Göttin ist weg. Die Göttin ist einfach weg. Oh nein. Dabei kann man im Garten vor der Stadt so Insekten fangen. Ja, sind wir wieder zurück im Erdland. Das heißt, die Insel der Göttin ist verschwunden. Wie entsetzlich. Das war nichts Gutes. Der Mensch ist Mensch. Ja, ich weiß. So. Noch die Dame da. Hat Terry auch was gesehen? Michael, die Insel der Göttin ist verschwunden. Die Insel wäre immer ein guter Platz zum Ausruhen für die Vögel. Die Vögel werden wir bald nicht mehr brauchen, wenn wir zurück ins Erdland kehren. Obwohl, die Vögel können nachher auch ins Erdland, hoffen zumindest mal. Terry! Was ist schon die neuesten News? Jetzt. Ja, hol mich an Bord. Scotty, beam mich hoch. Oder ziemlich hoch. Hey Terry, weißt du schon das Neueste? Oh, sind schon wieder hier. Das freut mich sehr. Mein neues Sortiment. Weil das Sortiment ist leer alles. Okay. Aber zumindest schmeißt er nicht mehr runter. Weil es nichts mehr gibt. So. Sonst haben wir, glaube ich, hier draußen keine Leute mehr. Wir können mal ganz kurz zum Bazar gehen, weil dort ist etwas, was ich ursprünglich immer verpasst habe zu machen. Und, also jetzt zu dem Zeitpunkt hier. Und das da mal erwähnt wurde, von wegen, hey, wenn du das nächste Mal zockst, kannst du bitte mal da vorbeigehen. Das machen wir jetzt mal. Nee, dieses nicht. Ich glaube, er hat sonst auch nichts mehr.
Genau, die wollen auch nicht mehr groß quatschen und so. Denen ist irgendwie auch egal, was hier abgeht. In der Stadt und Göttin, die haben gar nichts geschnallt. Eine Hanna auf der Toilette. Ist ja eklig. Ja. Ja, hier ist ein Mensch. Genau, und so der Wahrsager. Der hat jetzt irgendwie noch was Neues zu sagen. Als Dankmann. Ja, bitte. Schicksal. So soll es sein. Oh, ich sehe es. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Was hast du nur getan, mein junger Freund? Die Inselgöttin ist aus dem Wolkenor verschwunden. Doch ich sehe, dass du dies aus einem guten Grund getan hast. Wieso fragst du mich dann? Nun kann ich Ihnen noch eine Sache mit auf den Weg geben. Folge deinem Herzen, junger Freund. Ja, danke für den Nicht-Spoiler. Oh Mann, ey. Ja, Freunde. Ich glaube, viel mehr gibt es ja auch nicht mehr zu erfahren oder zu erkunden. Einfach halt die News, dass hier natürlich das berücksichtigt wurde. Die Insel der Göttin. Das Fragment hier vom Wolkenor ist auch weg. Ist ja eben zurück im Erdland. Macht alles soweit Sinn, alles cool. Die Bewohner darauf reagieren, ist auch alles cool. Ich will mal sagen, habe ich jetzt die Folge lang genug noch verlängert. Und wir können in der nächsten Folge uns in die Vergangenheit begeben. Giwin verfolgen, selber befreien. Und dann, Freunde, wird Zeit für einen regelrechten Abschlussspurt. Kann ich schon mal so weit vorwarnen. Denn Giwahin, das kannst du schon denken, wird Cell nicht so einfach freilassen. Und er hat ja einen Plan, den Todbringer zurückholen in der Vergangenheit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das könnte heikel werden. Ah, sehr schön, hier sieht man es auch, dass jetzt die Statue zurück ist. Hintereingang, Siegelhain, gehen wir zum Hintereingang. Weil vielleicht hat der gute alte Gorone, hab gerade seinen Namen vergessen, dann auch was zu sagen. Das ist doch immer hier. Ja, aber langweilig offenbar. Die rote Lebensfrucht. Das ist einer von denen, die nach der Quelle des Lebens suchen. Ja. Im Prinzip will auch, dass das irgendwie hier hinzeichne. Und dann kommen irgendwie neue Items raus und so und gibt einem, glaube ich, Kohle. Wenn ich mich richtig erinnere. Weil ursprünglich war es das Herzteil. Aber das macht er nur beim ersten Mal. Also gut. Freunde. Es reicht. Mit den Sidequests, mit dem Rumalbere und so. In der nächsten Folge machen wir uns auf. In der Vergangenheit, retten Zelda, werden Giwa ihm nochmal einen Arsch drehen zum letzten Mal. Und hoffentlich geht alles gut. Mit dem Master-Schwert, mit dem Hylia-Schild. Wir sind bereit, das Spiel zu beenden. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.